Es schneit! Hey, ciao zusammen, herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Ich bin gerade mit Spergeli unterwegs. Er bekommt der Senioren-Express. Miriam ist mit den zwei Jüngeren unterwegs. Die haben ein schnelleres Tempo als wir zwei. Und ich muss einfach aufpassen, dass uns da die Schneewellen nicht in den Weg kommen und wir nicht von Lawinen verschüttet werden. Nein, spannend. Es haben sich ja einige von euch gemeldet. Es hat mich gefreut, um nachzufragen, wie schlimm es denn hier wirklich ist. Und ja, bis jetzt ist es okay. Bis jetzt haben wir es alles überlebt. Und ich habe zuerst gar nicht so recht gewusst, um was es geht. Weil es ist natürlich ein bisschen frischer hier. Wir hatten jetzt heute Nachmittag irgendwie 13 Grad gehabt. Aber so kurz vor dem Erfrieren sind wir also noch nicht. Und von Schneestürmen oder so habe ich hier nichts mitbekommen. Und ich war immer die ganze Zeit da und mehr oder weniger auch draussen. Aber das ist einmal vorbei. Insofern ja, kann ich da nicht von außergewöhnlichen Sachen erzählen. Ausser, ihr seht selber, ich habe 2 Jäckchen an und das ist natürlich schon nicht normal. Und wenn ich runter schaue, habe ich die Axt an, meine Lammfellschuhe. Und das ist schon ein Zeichen, dass wir ein bisschen kühler haben als normal. Aber gerade sibirische Verhältnisse sind es dann doch noch nicht. Oh Monsieur, wo gehst du da gelunken? Hä? Ja, Spergeli ist halt auch nicht mehr der Jüngste. 17 oder 18 ist er. Und hört davon nicht mehr so gut und hat selektives Gehör. Das bedeutet, wenn man irgendwie ein Würstchen auftut, dann hört das immer noch, wie er, als er ganz jung war. Aber wenn man ihm dann ruft, wenn er irgendetwas machen sollte, dann hört er gar nicht mehr. Er sieht auch nicht mehr so gut. Er hat ein bisschen Kalziumablagerungen auf den Pupillen. Und darum muss man ja auch ein bisschen schauen. Er läuft ja da so in Mästen rein oder in Stoppsignal, wenn man nicht gut aufpasst. Ja, er sieht einfach noch so Schattierungen, haben wir das Gefühl. Aber sonst ist er ein guter Weg. Hunger hat er gerne noch, er will gerne am Morgen und eben am Nachmittag will er laufen. Dann steht er auch auf und geht zur Tür kratzen. Also da entscheidet dann schon er, wenn er gehen will. Und vor allem, wo er durch will, dann kann man ihm dann nicht etwa ein bisschen Weg weisen, sondern er hat dann nach wie vor seinen Ring, ja, wie er das immer schon hatte. Ja, schau, jetzt kommt dann doch noch die Sonne vor heute. Es hat am Nachmittag eben ein bisschen geregelt. Aber ja, jetzt sieht das hier wieder bombig aus. Heute Morgen konnte ich nicht ins Wasser, zu klein gewesen. 1 Fuß, maximal 2 Fuß. Das war sich nicht der Wert, hier alles vorzuschleppen. Und gestern war dafür super. 3 Stunden im Wasser rumgepaddelt. Bis ich dann doch ein bisschen kalte Finger hatte. Das Wasser ist 13 Grad übrigens. Aber es war gut, ein Gefecht. Ganz cooler Sonntag. Aber ich wollte euch hier eigentlich nicht nur auf unser Nachmittagsrundchen mitnehmen, sondern ich wollte euch auch erzählen, dass auf meinem anderen Haupt-YouTube-Kanal von Gunten hat die neue Season angefangen mit dem ersten Video, das jetzt live gegangen ist. Und ich erzähle drin, was man machen kann, wenn man so ein bisschen im Blues steckt, wie man da auf einfache Art und Weise wieder daraus rauskommen kann. In der letzten Staffel habe ich ja Leute begleitet, die spannende Sachen machen, zum Teil auch einmalige Sachen machen. Wir konnten hinter die Kulissen sehen. Das war eine ganz spannende Reise für mich und hoffentlich auch für euch als Zuschauer. Komm, Spergeli, was machst du dort? Nein, wir essen nicht Zeug, das am Boden rumliegt. Und für diese Staffel stehe ich jetzt ein bisschen mehr im Mittelpunkt und gehe aber auch wieder Leute besuchen und Leute befragen, aber das mal zu konkreten Themen. Also ich gehe nicht jemandem hinterher nachher und schaue ein bisschen über die Schulter, sondern ich picke ein ganz konkretes Problem oder Thema auf und dann versuche ich zusammen mit Experten da eine Lösung zu finden oder irgendeine Antwort zu suchen. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr dort mal reinschaut. Oh, dahinter ist gut. Da haben wir jetzt aber dunkle Wolken noch. Aber gegen das Meer zu, man sieht es hier so, da kommt die Sonne jetzt gegen Abend. Wir haben, was ist jetzt für die Zeit? Ja, etwa um die 5 Uhr herum. Und dann gehen wir dann nachher zu heim
mit ihm da habe ich etwa für mein Ründeli, habe ich halt schon, wie lange haben wir Spargel? Wie lange sind wir unterwegs? Ich habe gesagt, so ein halbes Stündchen so sind wir auch schon unterwegs. Und dann, wenn wir dann daheim sind, müssen wir jetzt Nacht machen. Dann sind die alle drei wieder zusammen. Reicheli, Spargel hier und Trouble. Und dann haben die Hunger. Und dann muss dann auch etwas gehen, sonst man kann ja nicht mehr arbeiten, weil sie kommen dann heim um die Scheiche um. Und da merkt man dann schon, dass es langsam Zeit ist für die Nacht. Also dann würde ich sagen, genießt den Frühling, der hoffentlich langsam kommt. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.